Jetzt hallo miteinander. Dieses Jahr habe ich mir mal wieder Gedanken gemacht über Weihnachten. Wie wird Weihnachten in anderen Ländern gefeiert? Und da ich gern nach Spanien fahre und so ein Spanien-Fan bin, habe ich gedacht, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Spanien. Wie wird in Spanien Weihnachten gefeiert? Also in Spanien ist es ja nicht so wie bei uns, da man am Heiligabend die Geschenke kriegt, dass da Bescherung ist. Neu in Spanien kriegt man die Geschenke erst, wie es sich gehört, wie es eigentlich logisch ist, an der Heilige Drei König. Das ist ja also gesagt beim Jesus, gell? Der Jesus ist auf die Welt gekommen und dann ist dann da oben dieser Stern gesagt, also so dieses antike Google Maps da, dieser Stern, dieses planetare Navi. Und dann sind diese drei Weisen ja diesem Navi gefolgt, mit Sicherheit so über Sanddüne, halt, stopp, nächstes Sanddüne links oder oh, an der nächsten Palme wenden. Oh, sie sind falsch, schon wieder zurück. Das wäre aber halt auch schlecht sein, wenn sie wieder umdreht hätte, dann wären sie verdurstet, egal. Also das Navi hat damals auf jeden Fall funktioniert. Und dann sind die ja, irgendwann angekommen beim Jesus, Kindle, und haben dem Jesus Kindle ihre Gaben, ihre Geschenke überbracht. So, jetzt sind wir schon beim einen. Jetzt haben diese drei Herren dem kleinen Kind ein Geschenk gemacht. Und zwar erst ein paar Tage, nachdem es geboren war. So, jetzt machen wir das aber so. Wir feiern ja am 24. Heiligabend, 24. Dezember, die Geburt vom Jesuskindle. Und was tun wir? Wir beschenken jetzt Jesuskindle, wir beschenken uns gegenseitig. Jetzt war doch das damals so, dass man ein kleines Kind beschenkt hat. Und nicht andersrum. Bei uns heißt es immer, oh, guck mal, das Christkindle hat Geschenkle gebracht. Da habe ich Fenster auf, da ist es gerade rausgeflogen. Kinderarbeit. Man kann doch kein Säugling dazu zwingen, dass er uns Geschenkle bringt. Das funktioniert schon mal gar nicht. Das ist Kinderarbeit, also das Christkind bringt keine Geschenk, das Christkind kriegt Geschenk. Also, jetzt kommen die Heiligen Drei König und wen beschenken sie? Kinder, ein Kleinkind und nicht Erwachsene gegenseitig mit irgendwelchem Schnickschnack. Mensch, Leid, reduziere doch mal Weihnachten wieder aufs Wesentliche, auf Liebe, auf Freundschaft und diese wichtigen inneren Werte. Wisst ihr, mittlerweile ist in unserer Gesellschaft Liebe genauso selten, echte Freundschaft genauso selten wie im Sommer Insekten auf der Windschutzscheibe. Merkt euch das, gell? Das ist ein guter Vergleich. Also nichtsdestotrotz, viel Spaß, feiert Weihnachten und kauft keine Geschenke, sondern schenkt euch Liebe. Macht's gut, frohe Weihnachten. Jetzt ciao. Tschüssle.